Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 18. Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. 3:2 gewonnen. Und wir gehen mal rein. Wir hören mal, was Ralf Hasenhüttl und so zu sagen haben. Aber natürlich, bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, macht das sehr gerne. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue und verpasst natürlich auch kein Video. Ja? In diesem Sinne, rein in den Bums. Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Die beiden Cheftrainer sind hier, Ralf Hasenhüttl und Vincent Kompany, und warten auf die Fragen. Zunächst aber werden Sie jeweils natürlich das Spiel einschätzen. Bitte schön, Ralf. Ja, Vincent, Glückwunsch. Super sympathisch, ne, Ralf Hasenhüttl als Trainer. War ja bei uns auch mal ganz kurz im Gespräch, hätte ich auch gefühlt. Von meiner Seite zum verdienten Sieg, auch wenn wir euch zum Schluss noch ein bisschen ärgern konnten. Wenn der FC Bayern zum Schluss die Ballbogen zurückzieht und vielleicht von früh mal ein Ball aufs Feld fällt, dann weißt du, du hast ein bisschen was richtig gemacht, weil sonst wäre das nicht passiert. Trotzdem natürlich ein absolut verdienter Sieg, weil ihr natürlich auch die Chancen für viel mehr Tore hattet. Trotzdem darf man uns nie so ganz abschreiben. Wir brauchen nur eine kleine Spalt offen in der Tür und dann glauben wir dran und dann kommen wir zurück und versuchen nochmal alles. Und dafür muss ich sagen, muss ich meiner Mannschaft gleich wieder ein Kompliment machen. Ich habe ja schon andere Spiele erlebt, wo wir komplett chancenlos waren. Heute haben wir immer versucht, einen Druck aufrechtzuerhalten. Vielleicht nicht so unbedingt mit der Tatsache, dass wir ständig Chancen unser spielen, aber zumindest nicht mehr zuzulassen, alles wegzuverteidigen, was man wegverteidigen kann. Das geht gegen Bayern natürlich nicht immer. Da ist einfach zu viel Qualität. Die machen es einfach überragend. Und im Endeffekt verlieren wir dann durch 2 Weitschüsse und einen Freistoß von der Seite. Der erste war von Goretzka eigentlich genau in die Ecke, überragend, hatte keine Chance. Beim zweiten weiß Kamel, da kann er vielleicht sogar die Hände rankriegen, aber der geht halt durch die Beine durch. Freistoß war gut gemacht, Goretzka war heute sehr stark. Ja, und im Endeffekt Glückwunsch von meiner Seite, war ein absolut verdienter Sieg. Danke. Dankeschön. Vini, du dann bitte. Ja, also ich hatte schon bevor das Spiel das Gefühl, dass das wird ein schwieriges Spiel. Habe ich ja auch gesagt. Ne? Wolfsburg und die Mannschaft von Ralf haben sich ganz, ganz gut weiterentwickelt seit unserem ersten Spiel gegeneinander. Ich glaube, wir haben das auch gemacht, aber auf jeden Fall, die sind in einer guten Phase und die sind immer gefährlich. Also die Tore, die die heute machen, das haben die auch in die anderen Spiele gemacht auf diese Art. Aber nicht nur auf diese Art natürlich, aber die können schon in viele Phasen gefährlich sein. Und das haben wir über weite Strecke haben wir sehr, sehr gut geleistet. Und bin ich natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, es ist einfach ein positives Start zu diesem neues Jahr. Vielen Dank. Dann zu den Fragen bitte. Auf der linken Seite beginnt Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, Sie haben immer gesagt, wir brauchen alle Spieler. Und es ist ja auch immer viel über den Spieler Goretzka diskutiert worden. Welche Position hat er bei Bayern? Hat er eine Zukunft? Ja, da muss man aber ehrlicherweise sagen, das wurde ja nicht von Vincent Kompany gemacht. Ne? Das wurde von den Medien und von uns Fans gemacht. Nicht von Vincent Kompany. Ich stimme Ihnen natürlich zu, aber natürlich hatten wir auch Chancen für mehr Tore. Ja, das muss man auch mal sagen. Also hätten wir das 4. und 5. nachgelegt, dann ja, wäre das 3:2 oder dann das 5:2, hätte dann auch keine Rolle gespielt. Ne? Bei Bayern. Wie sehr fühlen Sie sich da bestätigt? Und können Sie mal sagen, wie haben Sie diesen Spieler Goretzka in Ihrer Zeit erlebt? Ja, ich glaube, es bleibt Bayern München. Das heißt, jeder hat eine Meinung. Und für mich, was wichtig ist, dass ich eigentlich nur schaue, auf was wir innerhalb haben. Also nicht was draußen gesagt wurde, ja, nicht was draußen passiert. Und ich glaube, die Geschichte von Leon ist gut für die Mannschaft, weil es gibt vielleicht andere Jungs, die jetzt auch in dieser Phase sind, wo die... Ja, Mathis Tell zum Beispiel. Ne? Und ja, mal Chapeau an Leon Goretzka. Er war draußen definitiv, Verkaufskandidat, definitiv. Ich bleibe auch dabei, dass er nur in einem Bruchteil der Spiele für uns diesen Faktor haben kann, den er jetzt gerade hatte gegen Wolfsburg, weil wir werden nur in einem Bruchteil der Spiele so viel Raum kriegen. Dann ist Leon Goretzka stark, das war er schon immer. Ja, und das hat er ja auch nicht verlernt. Aber man muss auch mal sagen,
dass er sich auch gesteigert hat. Ja? Das war heute oder auch die letzten Spiele auf jeden Fall schon mal wieder ein anderer Leon Goretzka, als wie es noch vor einem Jahr war, ne? Was für viele andere Spieler auch gilt. Ich bleibe aber dabei, dass Leon Goretzkas Art, Fußball zu spielen, nicht zu unserer Art, Fußball zu spielen, passt. Ja. Wie gesagt, je nach Gegnertyp, ja, mit Sicherheit. Wenn wir ein bisschen Raum haben, dann ist ein Leon Goretzka stark, aber er ist halt einfach nicht der Filigrantechniker oder der gerade der super Aufbauspieler ist oder sonst was. Wenn, dann würde ich ihn eher auf einer Sechser-Posi sehen, ein bisschen defensiver. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Ja, da könnte ich mir Goretzka sogar sehr, sehr gut vorstellen. Aber wer weiß, wir werden sehen, ne, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall mit dieser Leistung. Ich weiß, da werden wieder sagen, oh, warum hat der Pavlovic nicht gespielt? Ja, ich habe es ja auch im letzten Spiel gesagt, war Pavlo jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, Granate, muss ich im nächsten Spiel unbedingt wieder aufstellen. Ja. Also Leon spielt gerade zurecht, weil er gerade einfach starke Leistungen bringt und ja, jetzt gerade auch heute das Spiel war es halt auch ein Gegner, der ihm dann in diesen Situationen auch den Raum gegeben hat. Ja. Also von daher mal abwarten, wohin die Reise geht. Ich meine, wir haben unseren Spielstil ja auch mittlerweile schon wieder ein bisschen verändert. Gerade heute war es ja super verändert. Das war ja schon eher so, meiner Meinung nach ging es ja wieder so in die Richtung Robben Ribéry. Ja, wir haben ja fast ausschließlich über Außen gespielt. Ja. Und wenn Wolfsburg dann mal aufgerückt ist und der Raum da war in der Mitte, ja, dann war Leon da. Ja, und hat das super stark gemacht. Aber ich erinnere mich auch noch an einen super starken Pass von Michael Olise, so durch die Halbposition, glaube auch auf King war es. Wir hatten halt Räume heute, was wir in 90% der Spiele nicht haben. Ja. Weil der Gegner mit einer 5er- und 4er-Kette hinten drin steht. Und dann ist es schwer, Leon Goretzka wirklich richtig seine Stärken in Szene zu bringen, meiner Meinung nach. Klar hat er immer noch die Stärke, wenn er am 16er den Platz hat einen guten Schuss. Und er wird immer die Stärke haben, dass er sich in den Strafraum bewegt. Ja, und da ist er hat einen guten Kopfball. Die Stärke wird er immer haben. Ja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Leon. Wir haben angeblich ja den Bischof schon verpflichtet. Was natürlich auch ein Riesentalent ist, was auch eine Konkurrenz für Leon war. Wenn Leon muss schon jetzt wirklich bis zum Ende der Saison dieses Niveau halten, damit, glaube ich, der FC Bayern sagen würde, er rückt vom Verkauf ab. Aber natürlich hat Leon auch noch 1,5 Jahre Vertrag. Wenn er nicht weg will, will er nicht weg. Ja. Und dann ist das völlig fein. Ganz einfache Kiste. Ob man den Vertrag da nochmal verlängert, das wage ich zu bezweifeln, weil dann ist er auch nochmal ein Jährchen älter oder 1,5 Jährchen älter. Aber am Ende des Tages liegt es in Leons Hand. Ja? Wenn er diese Leistung bringt, wie er sie heute gebracht hat, fairerweise muss man sagen, die letzte Viertelstunde war schwach. Aber das war von der ganzen Mannschaft schwach oder von großen Teilen der Mannschaft. Ja, Chapeau, ja, dass man sich da nicht hängen lässt und sagt, ich zeige es jetzt nochmal allen. Und das hat er spätestens mit der Leistung heute getan. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Weil das war Leon und nicht Josh, der da die Verantwortung genommen hat und die Tore gemacht hat. Ne? Vielleicht, wo es ein bisschen schwerer ist und Leon hat einfach wie ein sehr, sehr guter Profi einfach immer gearbeitet, im Training gezeigt, dass er hungrig ist und dass er jetzt spielt und dass er das jetzt gut macht. Das ist für mich eine sehr gute Geschichte, nicht nur für Leon, aber für die Mannschaft, für die jungen Jungs auch, dass die wissen. Ja, na klar, was willst du? Es ist doch perfekt. Ja? Du kannst auch zu jedem Spieler sagen, ey, guck dir an, jeder bekommt bei uns seine Chance, wenn ihr hart arbeitet, wenn ihr Vollgas gebt. Ihr seht, Leon war schon eigentlich außen vor und jetzt ist er gerade wieder Stammspieler. Ja? Wie viele Argumente willst du haben? Ne? Okay, es ist manchmal so im Fußball, als Trainer hast du immer 1 oder 2 Spiele, die in dieser Situation irgendwann sind. Aber als Spieler auch bist du auch irgendwann manchmal in dieser Situation. Und ich glaube, Leon hat auf im richtigen Art reagiert. Mit den Füßen und nicht mit den Worten. Und ich würde jeder Profifußballer das empfehlen und immer die Ruhe behalten.
Hier vorne in der Mitte, bitte, ja. Ja, hallo Herr Hasenhüttl. Skov Olsen war heute schon im Kader. Können Sie mal sagen, wie froh Sie sind, dass er jetzt wirklich da ist? Und noch eine zweite Frage. Amora, Doppelpack gegen Bayern, spielt eine starke Saison. Gibt es da vielleicht eine Sorge, dass er sich zu sehr in den Fokus spielt und vielleicht Herr Kompanie mal genauer hinschaut? Die zweite Frage beantworte ich erstmal mit Nein, weil... Ich mag ihn einfach, Leute. Er ist für mich einfach ein sympathischer Typ. Ich glaube, Vincent hat vorne auch nicht so wenig Qualität, also von daher wird er auf Moborg, glaube ich, nicht unbedingt brauchen. Dementsprechend glaube ich das nicht. Ja, Skov Olsen für uns wichtiger Spieler, weil wir da vor allem auf rechts jetzt mit Riedl einen Spieler verloren haben. Jetzt haben wir hier eine Alternative, natürlich wieder ein bisschen brauchen. Das, wo die anderen Jungs jetzt schon sind, was sie alles gelernt haben, glaube ich, da muss er erstmal hin. Und vor allem defensiv haben wir es heute, glaube ich, auch auf der Seite ganz ordentlich gemacht. Diese Qualität da weg zu verteidigen, war für die zwei Jungs nicht so einfach. Wimmer zuerst und dann Thiago. Mussten wir halt bis zur gelben Karte und dann kommt der nächste und dann muss man wieder weiter und versuchen, die zu stoppen, wenn es irgendwie geht. Aber wie gesagt, wir brauchen das und ich bin froh, dass er da ist. Okay, gleich dahinter noch bitte eine Frage. Ja. Ja, ich würde ganz gerne trotzdem noch mal auf den Namen Skov Olsen eingehen. Wie haben Sie ihn denn in den ersten Stunden in Wolfsburg wahrgenommen? Und kann er die Verstärkung werden, die man sich auch erhofft? Das kann ich nach einem... Sonst hätte man ihn ja nicht verpflichtet, Alter. Wa? Ob er die versteht oder nicht. Ich meine, ich bin da jetzt nicht drin im Thema. Mal gucken, was er sagt. Eine Trainingseinheit und einmal warm machen heute noch nicht sagen. Aber ich hoffe es natürlich, weil ich glaube, dass er vor allem mit seiner Torgefahr für uns immer gut ist. Wir haben jetzt nicht im Moment so das ganz große Problem mit Tore schießen, aber trotzdem wird es in Zukunft auch so sein, dass wir von der Position immer wieder Qualität brauchen, die uns hilft. Ich finde, der Weg ist gut, er ist ein sehr guter Junge, wird sicherlich auch defensiv noch dazulernen müssen. Da haben wir viel zu tun, aber ich glaube, wie auch der Rest der Mannschaft, wir sind da mit den Jungs gut zugegen, damit wir auch mal irgendwann vielleicht solche Mannschaften schlagen können. Im Moment reicht es noch nicht ganz, aber wir arbeiten dran. Dann noch einmal Klaus Bergmann, bitte. Ja, Kompanie, in der Bundesliga war das jetzt ein optimaler Start wieder ins neue Jahr. Jetzt kommt die Champions League. Sie haben immer gesagt, so mit dem Modus, Sie wissen da nicht so genau. Wie sind jetzt die Ziele für die letzten 2 Spiele und bleiben Sie dabei? Also wenn man 6... Alter, was ist das denn wieder für eine Banane-Frage, ey? Haben die eigentlich keine kreativen Fragen oder was? Was soll denn das Ziel sein jetzt in der Champions League für die 2 Spiele? Was soll da das Ziel sein? Mal gewinnt, dann ist man unter den ersten 8 und hat ein bisschen weniger zu tun im Februar? Immer einfaches Antwort, weil bei Bayern muss man jeden Spiel gewinnen und das wollen wir auch in die nächsten Spiele machen. Aber ich will nur noch mal sagen, also wir haben schon ganz lange kein Champions League mehr gespielt und jetzt sind wir in einer guten Phase und das ist, glaube ich, wichtiger. Und wir haben die letzten 4 Spiele gewonnen. Haben wir? Ja. Doch, die letzten 4 Spiele gewonnen in Champions League. Wirklich? Nein. Kann man schon mal den Überblick verlieren, wenn man so oft gewinnt. Ne? Wir haben 4 von 6 Spiele gewonnen bis jetzt und das bin ich mir sicher und wir müssen auch in die 2 nächsten Spiele alles versuchen zu gewinnen gegen Feyenoord und gegen Bratislava und natürlich haben wir jetzt viele Spiele, das heißt es ist nie einfach, es ist nie, aber wenn die Kader fit ist, mit den Qualitäten, die wir haben wir natürlich die Glauben. Kannst du schon mal einen Überblick verlieren, wenn du so viele Spiele gewinnst. Okay, nochmal Doppelfrage. Ja, dann versuchen wir das. Ja, wo wir gerade über englische Wochen sprechen, Herr Hasenhüttl, wie lukrativ ist denn so eine englische Woche für den VfL? Das hat doch jetzt bestimmt auch Lust gemacht, oder? Diese englische Woche, auch wenn sie heute mit einer Niederlage abgeschlossen wurde. Um nächstes Jahr was zu tun? Nächstes Jahr international auch selber zu spielen. Ja. Ja, für euch ist es schön, ne? Wenn du alle 3 Tage Spiel ist. Für uns ist es schon ein bisschen stressig. Ich meine, Vincent kann davon ein Lied singen. Hat auch in England schon gearbeitet, weiß, was das heißt. Und dementsprechend, ja, für Trainer ist es nicht immer ganz so einfach. Ich finde, es war schon ein sehr intensiver Start. Vor allem nach der Pause, die wir hatten, gleich mit der englischen Woche zu starten, fand ich schon hart. Aber ich bin froh, dass wir 6 Punkte geholt haben. Auch das Spiel heute war ordentlich. Wir haben unsere Tordifferenz nicht zerstört heute. Das ist auch ein positiver Aspekt. Und dementsprechend kann man weiter um Europa kämpfen. Wir sind da dran und wir werden alles versuchen. Und dann die letzte bitte nebendran.
Ja, Herr Hasenhüttl, Sie haben ja den Lukas Metscher von Anfang an gebracht heute. Erstes Spiel von Beginn an in der Liga seit mehr als 2 Jahren und das jetzt ausgerechnet hier. Wie hat er sich geschlagen? Ja, das ist wahrscheinlich nicht das einfachste Spiel, um zu starten, aber ich habe mir heute von ihm versprochen, dass er die Jungs da vorne ein bisschen beschäftigt. Das ist natürlich eine brutale Innenverteidigung mit Kim und mit Upamecano. Da hast du natürlich sehr, sehr viel zu tun und ist nicht mal ganz leicht. Vor dem Tor vom ersten wird er halt ziemlich hart angegangen an der Linie, aber er versucht den Ball zu kontrollieren, verliert ihn dann. Aber ich finde, er hat es ordentlich gemacht, also soweit es geht, sich aufgearbeitet. Aber ich finde, dass auch die Jungs, die reingekommen sind, dann echt versucht haben, das Niveau eben nochmal zu heben. Und deswegen sind wir zum Schluss wahrscheinlich auch nochmal zurückgekommen. Das war okay. Vielen Dank, allen ein schönes Wochenende, gute Heimreise. Ja, den schließe ich mir an, Leute. Allen schönes Wochenende oder Restwochenende. Ja, alles gesagt, alles getan. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch, quatschen wir nochmal ein bisschen über den FC Bayern. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.